Heute erzähle ich die Geschichte vom Zwerg und dem Kriesi-Wunderbaum. Und zwar ist das im Berner Oberland passiert. Also, mir erzählt sich das. Ich denke, so eigen Mönch und Jungfrau, dort, wo es wirklich Steine hat und Felsen hat, und aber auch Kristall, weil die sind alle in den Bergen inne. Und das ist ganz hoch oben auf einer Alp, ist sogar noch ein wunderschöner Kriesbaum gestanden. Und dem hat man gesagt, der Wunderkriesbaum, weil jedes Jahr, wenn die Kriese reif war, ist ein Zwerg aus den Bergen oben runter, ist auf einen Baum geklettert, auf einen Ast gehöckelt und hat angefangen zu schnabulieren und hat Krise gegessen und es hat ihn wunderbar gedacht. Und zwischen ihnen hat er aber die Steine runtergepackt, hat den Krisenstein fortgespickt und hat sich voll gegessen. Und nachher hat er alle Krise abgelesen und in ein Körbchen da. Und wenn er ganz voll hatte und genug hatte, dann ist er wieder runtergeklettert und ist zurück in sein Zwergenreich, wo sein Volk gewohnt hat, ganz hinten im Tal, bei diesen Felsen, dort drinnen haben die gelebt. Jetzt war das so, der Zwerg, der hat ein Kleid an, das bis an den Boden runtergegangen ist, mit den Füßen nicht gesehen. Und der Bauer, der im Bauernhaus in der Nähe gewohnt hat, oder in einer Alphütte, der hat gern gewusst, was hat echt der dort drunten an. Normale Zwerge, die haben ja meistens rote Stiefel an. Und das hat einfach der Bauer so untergenommen. Und das ist mit jedem Jahr mehr geworden. Also jedes Jahr hat der Baum am meisten Krise vom ganzen Tal. Und der Zwerg ist immer gekommen, hat dort oben gegessen, hat alles mitgenommen und am nächsten Morgen hat es wieder noch mehr Krise an diesem Ast gehabt. Und darum hat man diesem Krisebaum gesagt, der Zwergenkrise-Wunderbaum. Weil es hat sich niemand erklären können, wieso es das immer so ist. Und von Jahr zu Jahr ist der Bauer gern neugieriger geworden und hat gern gedacht, wie Krebs könnte jetzt das machen, dass ich schauen kann, was der anhat an den Füßen. Das würde mich einfach wundern. Und dann hat er eine schlaue Idee gehabt. Er hat also den Ast angesagt, so, als er denkt, der geht, wenn der Zwerg drauf ist, der geht er runter. Und dann hat er um einen Kriesbaum am Boden hat er Asche gestreut und hat er gedacht, wenn der dort drauf geht, dann sehe ich seine Fußabdrücke. Und dann hat er sich auf die Lauer gelegt und wirklich, als der Kriesbaum wieder voll war und er gewartet hat zur Nacht, ist der wieder vom Berg oben runtergekommen, aus seinen Höhlen, aus seinen Felsen, aus seinen Steinen und Kristall, mit seinem Körbchen, ist gehüpfert, ist aufgeklettert, ist hergehöckelt und hat gegessen und gegessen und gegessen. Und es hat ihn fein gedünkt. Und dann hat er nachher noch, ist er rausgerutscht und wollte auf dem Ast abreißen. Eben die ins Körbchen. Und hat es gemacht, wups, der Ast ist abgebrochen, der Zwerg ist runtergerollt. Und dann hat er angefangen, hat er sich geärgert, dann ist er rundum um einen Baum gesprungen und dann ist er abgedüset. Und denkt, man hat ihn nie mehr gesehen. Also wenn Zwerge etwas nicht verputzen, ist, wenn Menschen nach dem Äugern sie reinlegen und sie einfach dressieren, das vertragen sie gar nicht. Weil sonst helfen sie ja den Menschen helfen. Und seitdem ist in diesem Tal nie mehr ein Zwerg auftaucht. Aber nicht um das. Der Baum ist verdorrt und er hat nie mehr eine Krise gehabt. Jetzt kann man sich ja wirklich fragen, ob sich das gelohnt hat, dass der Bauer das unbedingt wissen wollte. Der Bauer hat ja noch blöd gelacht, weil als er schauen wollte, hat es keine Fußabdrücke gehabt, sondern Gänsefüße. Er hatte also Abdrücke von Gänsefüßen und hat gesagt, unser Zwerg hat Gänsefüße. Darum hat er ein Kleid an bis am Boden. Und das hat natürlich am Zwerg den Bogen gegeben. Also wenn sie etwas nicht vertragen, ist das, wenn man sie auslacht.
Also, das heisst für euch, wenn ihr wollt, dass Zwerge bleiben, dann müsst ihr denen etwa ein Weinbeere auf den Fenstersims legen oder ein Gutzeli oder vielleicht ein kleines Radiesli. Und am Morgen, wenn es weg ist, dann wisst ihr, die Zwerge sind noch da, die kommen zur Nacht reichen. Und wenn man den Zwergen hilft, helfen die Zwerge einem auch, wenn es nötig ist. Das ist die Geschichte vom Zwerg und dem Kriesibaum.